Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Reihe das große FC Bayern Saisonfazit. Leute, diesmal geht es um den Kader, um die Spielerbewertung. Teil 1 der Spielerbewertung, Teil 3 des Saisonfazit. Wir gehen rein in die Torhüter und die Abwehrspieler. Bevor wir das tun, wie gehabt, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr, was ich hier tue. Vielen lieben Dank dafür. Bevor wir reingehen, ja, ich habe es schon letzte Saison gesagt, ich glaube sogar schon die Saison davor, wir brauchen einfach jetzt einen Umbruch. Ja, das sage ich schon mal vorneweg. Ich werde die Spieler schonungslos bewerten, wie meine Meinung ist über die Saison gesehen. Der eine oder andere wird da mitgehen, der eine oder andere nicht. Das ist völlig normal. Jeder hat eine andere Wahrnehmung. Leute, ich gucke mir auch nicht hier 20.000 Statistiken an, was weiß ich, Passquote, irgendwie gefährliche Räume, Zweikampfquote in wichtigen Feldern, in weniger wichtigen Feldern und so weiter. Das ist mir alles Wurst. Leute, es gibt immer irgendeine Statistik, die eigene Meinung irgendwo untermauert oder nicht. Wir gucken uns die Statistik auf der Bayern-Seite an, da wird nicht so viel angezeigt, da stehen die Einsatzminuten, da stehen die Spiele, und da stehen die Scorerpunkte, ja, und das war's. Das ist auch völlig fein, weil ich bewerte die Spieler anhand meiner Meinung, was ich die Saison über gesehen habe. Und nicht anhand, keine Ahnung, ob ein Kimmich jetzt eine 60-prozentige Zweikampfquote hat als Beispiel. Oder ob Kimmich eine 90-prozentige Passquote hat. Bei seinen Pässen, die zu 90% nach hinten und quer sind, ist das auch völlig fein, dass er eine 90-prozentige Passquote hat. Zweikampfquote, ja. Wie oft hat Kimmich sich fallen lassen oder hat wichtige Zweikämpfe in der Mitte verloren? So, wenn das die 10 Zweikämpfe sind, die er verloren hat und hat dafür alle anderen gewonnen, ist das trotzdem eine Katastrophe. Ne, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Statistik ist immer so die eine Sache, die andere Sache ist die Wahrnehmung, die man hat. Und ich persönlich beurteile die Spieler nach der Wahrnehmung. Und ihr könnt auch gerne eure Statistiken wälzen, könnt mir die auch gerne in die Kommentare hauen. Ist mir Wurst. Es wird meine Meinung nicht ändern. Ja, meine Meinung, die ich hier kundtue, tue ich kund. Das ist meine Meinung, die ich anhand meiner Erinnerungen auf die ganze Saison gesehen bewerte. Ja, wenn ihr das für euch anders bewertet, Leute, völlig okay. Ich will euch nicht hier von meiner Meinung überzeugen zu den Spielern. Und das möchte ich gerne auch von euch haben. Ihr müsst mich auch nicht versuchen zu überzeugen von eurer Meinung. Ja. Ganz einfach, oder? Meinungen sind immer subjektiv und das ist auch gut so. Gut, und damit gehen wir rein. Also, Teil 1. Wir fangen natürlich an mit den Torhüter. Manuel Neuer, da ist er. Das sind Manuel Neuers Statistiken diese Saison. Schauen wir uns gerne an. 33 Einsätze, Einsätze zu 0, 10 gehaltene Elfmeter ein. Gespielte Minuten 2954. Eine Auswechslung, eine gelbe Karte. Sind jetzt keine Statistiken, die uns irgendwie was viel sagen. Meine Note für Manuel Neuer eine 3. Warum eine 3? Ich denke, für eine 2 hat er einfach viel zu viel Unsicherheiten drin gehabt. Natürlich auch die großen Patzer jetzt gegen Real Madrid und auch gegen Hoffenheim. Auch davor hatte er den einen oder anderen Ball, wo ich mir schon gedacht habe, den hätte es eigentlich auch halten können. Ne? Allerdings hat er der Mannschaft, gerade wo er wiederkam, aber auch auf der anderen Seite super viel Sicherheit gegeben. Ja? Man hat gleich gemerkt, wow, der Emanuel ist wieder da, die Abwehrreihe steht ein bisschen sicherer. Es ist wieder jemand da, der auch mal einen Ball spielen kann. Leider nicht mehr in dieser Souveränität, wie wir es aus den letzten Jahren kennen, ist aber auch völlig normal in dem Alter und nach so einer Verletzung. Ja, das muss man einfach wissen. Von daher für mich eine Note 3. Für eine 2 war es nicht gut genug. In meinen Augen. Note 3 sollte eine faire Geschichte sein. Thema Umbruch werde ich bei jedem Spieler mit einfügen, den Punkt. Thema Umbruch, Manuel Neuer sollte Teil dieses Umbruchs sein. Erstmal sollte Manuel Neuer aufgrund nicht nur dieser Saison, eigentlich aufgrund schon davor, aufgrund des Verhalten, was zu seiner Verletzung geführt hat, schon lange kein Kapitän mehr dieser Mannschaft sein.
Also als Kapitän habe ich eine andere Vorbildfunktion, als ich sie damit dargelegt habe, wo ich im Skiurlaub gefahren bin und diese Verletzung erlitten habe. Das macht ein guter Kapitän einer Fußballmannschaft nicht. Des Weiteren ist er nicht dieser Kapitän, der uns auf dem Feld fehlt. Ja. Manuel Neuer ist für mich kein Kapitän. Es kann sein, dass er der Kapitän ist in den Sachen, die wir von außen nicht sehen, im Training, in der Kabine, wo wir nichts von mitkriegen. Das kann sehr gut sein, dass er da ein guter Kapitän ist. Ansonsten ist er kein guter Kapitän. Hat sich diese Saison zu 90% weggeduckt. Ja, bei jedem schlechten Spiel direkt in die Kabine verschwunden, nicht einmal zu den Fans gegangen, gar nichts. Keinerlei Statements, wenn Statements, immer nur weiches Rumgeeier. Hat für mich absolut kein Profil mehr gehabt diese Saison, dass man sagt, wow, das ist ein Kapitän, wie wir uns ihn als Kapitän vorstellen. Er sollte Teil des Umbruchs sein, der Vertrag wurde verlängert, wir sehen es hier, der Vertrag läuft bis 30.06.2025, was in meinen Augen schon eine Farce ist, zur selben Kondition verlängert der Bums. Katastrophe, aber andere Geschichte. Die kommende Saison sollte er maximal dafür da sein, dass man den neuen Torhüter, wer immer es sein soll, eingliedert. Das wäre der perfekte Vorgang, was ich mir wünschen würde. Wird natürlich nicht passieren, ja. Aber dass ein Neuer nicht mehr alle 3 Tage auf super hohem Niveau spielen kann, denke ich, haben wir diese Saison gesehen. Ich denke, ich brauche keine Beweisführung liefern, oder? Ich denke, das haben wir alle gesehen. Was auch völlig normal ist. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Manuel Neuer war super erfolgreich. Man kann ihn als Typ mögen oder nicht. Das sei dahingestellt. Aber der Zug ist abgefahren, Leute. Dass er überhaupt nochmal auf dem Level gekommen ist, wo er gerade ist eine Sensation nach dieser Verletzung und in dem hohen Alter. Ja. Dass er sich da nochmal reingebissen hat, Chapeau. Aber es ist an der Zeit, jetzt den Löffel weiterzureichen. So wie es Müller diese Saison schon getan hat, muss es ein Neuer nächste Saison machen. Und zwar völlig ohne großes Tram-Tram oder sonst was. Ja, es gehört nächste Saison ein neuer Kapitän aufs Feld. Und es gehört sich, dass ein Neuer ins zweite Glied rutscht. Knallhart, Leute. Fertig. Er muss einen neuen Torwart unterstützen, der kommt. Und da muss man gucken, wie man das macht, je nachdem, wer der neue Torwart ist, ob ein Neuer in Spitzenspielen im Tor steht oder nicht oder sonst wie. Da muss eine Regelung gefunden werden und ja, das ist meine Meinung zu Manuel Neuer, Leute. Gut, gehen wir zurück. Daniel Peretz. Oh, es lohnt sich richtig, den guten Mann anzuklicken. Weil er hatte ganze 2 Einsätze. Ein Einsatz zu 0, hat 106 Minuten gespielt, eine Einwechslung. Grandios, oder? Vertrag bis 28, eine Leihe steht im Raum. Als er damals zu uns gekommen ist, hat er mir sehr gut gefallen. Ich habe mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, was man halt so machen kann als Normalsterblicher, ne? Sich irgendwelche Sachen angeschaut. Ich denke, er wäre ein vielversprechendes oder ist ein vielversprechendes Talent. Leider hat man diese Saison nicht genutzt, um ihn auch nur annähernd heranzuführen. Wir sehen es ja an den Einsätzen. Die Farce war dann im vorletzten Spieltag, dass man ihn aufgrund der Ansage, wenn wir mit 2 Toren Unterschied führen, bringe ich dich in der Schlussphase für 17 Minuten oder für 16 Minuten eingewechselt hat. Das sagt das ganze Standing, welches er bei Thomas Tuchel hatte. Eine Benotung ist natürlich nicht möglich aufgrund dieser Einsatzzeit. Damit kommen wir zum Ole. Ole diese Saison. 15 Einsätze, 4:0, 1350 Minuten gespielt, gelbe Karten 2. Hat also gespielt, Vertrag auch wie Manuel Neuer, hat gespielt, bis Manuel Neuer wieder fit war, ist dann wieder klaglos ins zweite Glied gerutscht. Hat für seine Verhältnisse die Sache ordentlich gemacht, würde ich auch bei einer 3 sehen. Hat ein paar starke Dinger gehalten, hat aber auch ein paar Unsicherheiten drin gehabt. Ist jetzt auch nicht der
der super sichere Fußballer da hinten. Das war aber noch nie, deswegen kein Vorwurf. Hat seinen Job wie immer bei uns in der zweiten Reihe gut gemacht, klaglos. Gutes Duo mit Manuel Neuer, ja, das ist da keine Eifersucht oder sonst was gibt oder gab. War ihm immer klar, welche Rolle er zu erfüllen hat die Rolle erfüllt. Hat die Rolle auch sehr gut erfüllt. Man hat dann auch gemerkt, wenn er ein bisschen Spielpraxis hat, dass er sicherer war und so weiter. Ja, aber auch er, die Karriere neigt sich dem Ende heute. Ja. Auch da muss er Teil des Umbruchs sein und muss spätestens dann auch, nicht nächste Saison, übernächste Saison, muss auch da eine zweite Nummer 2 oder eine neue Nummer 2 her. Ja. Das sollte auch klar sein. Ja, so viel mal zu den Torhütern, Leute. So, Leute, damit kommen wir zu der Verteidigung. Ja, das wird schon wilder werden, ne? Wir fangen an mit Upa. Upamecano. Auch hier hauen wir uns mal die Statistiken rein. 33 Einsätze, 2353 Minuten gespielt, ein Tor, keine Vorlage, 7 Einwechslungen, 6 Auswechslungen, 2 rote Karten, 2 gelbe Karten. Gut. Upa, eigentlich in der Hinrunde der beste Innenverteidiger, den wir hatten. Ja, war der stabilste, war der konstanteste Innenverteidiger. Ich persönlich halt viel von seiner Spielweise. Ich finde es gut, wie zweikampfhungrig er ist, wie schnell er ist, wie auch stark nach vorne hin verteidigt, ja, dass er vor dem gegnerischen Spieler am Ball ist. All das macht ein Upa sehr gut. Auch das Aufbauspiel hat sich auf jeden Fall verbessert in der Zeit, wo er jetzt bei uns ist. Leider hat er immer wieder katastrophale Aussetzer. Und das meistens in wichtigen Spielen. Das ist super schade. Da wir jetzt keine Saison hatten, wo das nicht der Fall war, muss man jetzt halt langsam die Frage in den Raum stellen, reicht das für den FC Bayern München? Ja. Leider Gottes. Aufgrund der Hinrunde, aufgrund der Rückrunde, sehe ich ihn zwischen 3 und 4. Hinrunde würde ich schon mit einer 2 bewerten, Rückrunde würde ich mit einer 5 bewerten. Kommen wir auf 3,5. Also sucht es euch aus, 3 minus, 4 plus, wie auch immer. Ich weiß nicht, der neue Trainer, der kommen wird, ob er einen Upa stabilisiert bekommt. Nochmal, die Hinrunde war super stark von ihm. Ich weiß nicht, warum er immer mit Minjay spielen musste. Ich denke, das war vielleicht auch ein Problem für den Upa, weil ich habe so das Gefühl, Upa ist schon diese Art Spieler, der gerne jemanden neben sich hat, wie ein Eric Dyer, wie ein De Ligt, der ihn so ein bisschen führt, dass er nicht so der Hauptverantwortliche in der Viererkette sein muss. Ich glaube, das tut ein Upa ganz gut. Vielleicht ist das auch ein Thema. Nichtsdestotrotz muss er halt diese Aussätze abstellen. Er hat alles, was ein Innenverteidiger braucht. Er hat Vertrag, wir sehen es hier, bis 26. Ja, wir können ihm jetzt die 3. Chance geben oder die 4., was es ist. Aber dann muss geliefert werden. Ja, dann muss geliefert werden. Es gibt keinerlei Ausreden mehr für den Upa. Er darf diese Aussetzer nicht mehr haben. Ja, na klar, er ist noch ein junger Spieler, darf man nicht vergessen. Ja, gar keine Frage. Deswegen sage ich nochmal, gerade so ein Eric Dyer, glaube ich, hätte ihn sehr gut getan neben sich. Auf Dauer mal. Ja, schwer. Ne? Teil des Umbruchs? Jein. Ich denke, es gibt Argumente dafür, ihn abzugeben. Definitiv. Wie gesagt, ob diese Aussetzer, die jetzt leider sich bestätigt haben, wieder mal diese Saison, ob das Bayern-Niveau, das für den FC Bayern reicht, eigentlich nein. Gibt man ihn nochmal unter dem neuen Trainer die Chance zu sagen, jo,
Ich traue mir zu, den Opa hinzubekommen, was das anbelangt. Ja, das steht nicht in unserer Macht. Die Frage ist auch, keine Ahnung, möchte ein Opa weg? Gibt es ein gutes Angebot? Sollte es ein gutes Angebot geben, du gutes Geld bekommen? Wirst du dich wohl oder übel von Opa trennen müssen? Auf der anderen Seite, wenn der Opa das in den Griff kriegen würde, diese Aussetzer, ist er eine Maschine. Ja. So, da ist jetzt die Frage, welchen Weg geht man als Verein? Hält man an dem Spieler fest? Da wird viel vom neuen Trainer abhängen, denke ich. Deswegen Teil des Umbruchs für mich Jein. Note habe ich gerade gesagt. No? Das zum Thema Opa. Ja, damit sind wir beim nächsten. Min-Jae. Min-Jae. 36 Einsätze, ein Tor, eine Vorlage, spielte Minuten 2763. Wir sehen sogar mehr wie Opa. Einwechslung 6, Auswechslung 4, 4 gelbe Karten. Vertrag bis 28. Min-Jae, Note würde ich bei einer 4 sehen. Ausreichend. Auf jeden Fall schlechter wie Upa. Ja, also er hat nicht diese Konstanz gehabt. Ich gehe nicht mit dem Tuchel, der gesagt hatte in der PK, Min-Jae hat uns durch die Vorrunde getragen. Nein, Upamecano hat uns durch die Vorrunde getragen, nicht Min-Jae Kim. Min-Jae Kim hat so viele Ballverluste im Aufbau gehabt. Katastrophale Ballverluste, völlig unbedrängte, unnötige Ballverluste. Hat uns mit Sicherheit durch keine Hinrunde getragen. Auch in der Rückrunde hat sich das nicht sehr viel verbessert. Zweikampfverhalten, Stellungsfehler, katastrophale Stellungsfehler teilweise. Ja, auch welche, wo nicht direkt zum Tor geführt haben. Aber ganz, ganz viele katastrophale Stellungsfehler einfach. Ja. Zweikampfmäßig, defensives Zweikampf ist ja auch ein Monster. Gar keine Frage. Ja. Gerade Kopfball auch, Kopfballspiel. Ich denke schon mal, dass man sein Potenzial gesehen hat. Teil des Umbruchs würde ich auch mit Jein beantworten. Warum? Weil ich denke, wir können ihn anhand dieser Saison nicht wirklich bewerten. Er kommt in eine Mannschaft, die keine Mannschaft ist. Er hat keinerlei Vorbereitung gehabt. Ja, sowohl nicht in der Vorsaison wie in der Rückrunde. Ja, Vorsaison war er beim Militär. In der Winterpause hat er Asien Cup gespielt. Hat nie die Zeit gehabt, mal runterzukommen, mal anzukommen, mal richtig fit zu sein. Hat immer gespielt. Ja. Thomas Tuchel hat alles auf ihn gesetzt. Wir sehen es ja auch an der Anzahl der gespielten Minuten. Von daher würde ich ihn eine nächste Saison auf jeden Fall das Vertrauen schenken und ihm noch eine Chance geben. Auf der anderen Seite sollte man natürlich ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen und man würde die 50 Millionen wieder reinholen und man hätte wirklich Interesse an Tah, würde den gerne verpflichten wollen. Kann man natürlich auch über einen Verkauf nachdenken. Ja, das ist meine Meinung zu Min-Jae. Gut, kommen wir zu De Ligt. Zack. Immerhin. Ja, aufgrund der letzten Wochen, Monate. 1926 gespielte Minuten, 30 Einsätze, 2 Tore, eine Vorlage, Einwechslung 7, Auswechslung 6, 5 gelbe Karten. Vertrag bis 27. De Ligt wäre für mich ja der Mann der Zukunft. Habe ich letztes Jahr schon gesagt. Ja, dieses Jahr wieder ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen. Für mich der absolute Abwehrleader der Zukunft beim FC Bayern. Und für mich auch ein Kandidat aufs Kapitänsamt. Ja, ich würde ihm zu 100% das Vertrauen geben, stärken. Hat es die Saison nicht leicht gehabt unterm Tuchel, gar keine Frage, hat ihn lange ignoriert. Hat jetzt wahrscheinlich nochmal mit Eric Dyer den perfekten Partner aktuell an der Seite, wo er vielleicht auch nochmal ein bisschen was mitnimmt von der Erfahrung. Aber er ist in jungen Jahren schon super erfahren. Ne? Hat schon viel erlebt in seiner Karriere und wäre für mich der Abwehrleader und auch ein Spieler, den ich noch mehr in die Verantwortung drücken würde. Gerade kommen wir später noch zu, wenn Goretzka und Kimmich weg wären. Neuer und Müller die Karriere beenden, sehe ich ihn schon als Mann der Zukunft, als Führungsspieler. Note. Ich sehe ihn
zwischen 2 und 3. Eigentlich tendiere ich eher zu einer 2. Wie gesagt, hat einen schweren Stand gehabt, hat dann auch wirklich 2, 3 Spiele gehabt, die nicht gut waren. Ja, gerade nach seinen Verletzungen, wo er wieder reinkommen musste, wo auch nicht das Vertrauen gespürt hat vom Trainer. Aber dann, wo er im Flow war, bärenstark. Ja, bärenstark. Hat auch geführt, auch wenn Eric Dyer ihm da ein bisschen an den Rang abgelaufen hat, was so die Koordination und die Führung der Viererkette anbelangt. Aber super stark, genauso wie die Vorsaison. Ja. Also von daher tendiere ich eher zu einer 2. Ja, alles gesagt. Teil des Umbruchs auf gar keinen Fall. Habe ich ja gerade gesagt. Behalten. Absoluter Führungsspieler. Für mich Abwehrchef der Zukunft. Und dahingehend würde ich ihm auch das Vertrauen aussprechen. Und würde mir wünschen, dass das vom neuen Trainer dann auch passiert. Gut, weiter geht's in der wilden Fahrt. Eric Dyer. Eric Dyer habe ich ja schon bei der Verpflichtung gesagt. Absoluter No-Brainer. Ja, und genau das war er. Super erfahrener Spieler im besten Fußballeralter. Ja, ist jetzt keiner, der 35 km/h läuft. Musst du als erfahrener Führungsspieler als Innenverteidiger aber auch nicht unbedingt. Ja. Wir sehen es, Einsätze, 20 gespielte Minuten, 1616 Einwechslungen, 2 Auswechslungen, 2 gelbe Karten, 1. Eric Dyer für mich, ja, auf demselben Level wie der Ducht. Zwischen 2 und 3. Ja. Hat auch ein paar Wackler drin gehabt. Gar keine Frage. Aber ansonsten all das mitgebracht, all das ausgestrahlt, was uns gefehlt hat. Dieses Selbstverständnis, diese Sicherheit, dieses super ruhige, auch wenn man mal einen Fehler macht, nicht fickrig werden oder sowas, weitermachen, hat sofort die Führung übernommen. Sofort, ja, sofort die Viererkette organisiert, angewiesen, du musst das machen, du musst dich da einstellen, Blasels. Gar keine Eingewöhnungsphase, direkt da, direkt Bock, direkt heiß, hat immer gewollt, hat sich immer dagegen gestemmt, wenn er gespielt hat, auch wenn es scheiße war, hat viel versucht. Hat auch mal den Lucio gemacht, ist nach vorne gerannt wie ein Bekloppter. Hat lange Bälle wieder als Stilmittel mitgebracht, ja. Von daher absoluter Königstransfer, wenn man es so nennen kann, und hat all das geliefert und noch mehr, als wie ich es erwartet habe. Und Teil des Umbruchs natürlich nicht. Absoluter No-Brainer. Ja, der hat völlig Bock, es nochmal zu zeigen. Ist ein erfahrener Spieler. Ja. Und wenn er ins zweite Glied zurückrücken muss, wenn er ein bisschen weniger Einsätze hat, denke ich auch, dass er da nicht das Problem mit haben wird. Und wenn du ihn brauchst, ist er da. Ja. Und wie er da ist. Also aktuell wäre er ja gar nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft. Ja. Also von daher, ja, Teil des Umbruchs definitiv nein. Gut, jetzt kommen wir zu den ersten wilden Geschichten. Fonzie Davis. Einsätze 42, Tore 3, Vorlagen 5, gespielte Minuten 3011, Einwechslung 8, Auswechslung 10, gelbe Karten 3, Note 5. War für mich nicht ausreichend, absolut mangelhaft, Entwicklung im freien Fall nach unten. Nicht klargekommen unterm Tuchel, obwohl Tuchel ihm zu 100% das Vertrauen geschenkt hat. Defensiv, ich erinnere mich an kein Spiel, wo es nur annähernd mal gesagt hätte, wow, defensiv hat er seine Seite echt mal zugemacht. Katastrophe. Defensiv Katastrophe, hat sich von jedem und allem vorführen lassen. Ja, super schnell, ein Spieler, der nur halb so schnell ist, hat ihn vorgeführt. Und das nicht nur einmal. Konnte ganz, ganz selten mal eine Flanke verhindern. Alles über die Seite von Fonzie Davis, gar kein Problem. Immer rein mit den Flanken, den Durchbrüchen, mit den flachen Hereingaben. Alles über seine Seite, gar kein Problem. Ja, na klar, hat er ab und wann seine defensiven Zweikämpfe gewonnen, gerade wenn es im Umschaltspiel ging, konnte er seine Geschwindigkeit mal ausspielen. Aber auch das war eher weniger wie die Saisons sonst. Nach vorne hin konnte er gar keine Akzente setzen, bis jetzt auf die letzten paar Spiele, wo er dann auch mal eine Position weiter vorne spielen durfte.
Dazu natürlich jetzt seine Ansprüche, die er hat, was völlig fein ist, was völlig legitim ist. Ja, so ist der Lauf der Zeit, so ist das Business, das Spiel. Wenn er, was weiß ich, welche Zahlen da im Raum stehen, wir haben irgendwas von 20 Millionen gelesen, ob das stimmt, sei mal dahingestellt. Wenn er das haben möchte, ja, Hovi, ne, von sie. Hau rein. So, du hast ein Angebot gekriegt von unserem Verein, das hast du nicht angenommen. Auch da, um da mal kurz einen Schweif zurückzumachen, wird der Eberl jetzt an seinen Aussagen gemessen werden. Von daher Teil des Umbruchs 100%. Laut Eberl wird er verkauft werden, ne? Weil wir hatten den Beratern Ultimatum gestellt, das wurde nicht angenommen. Von daher, wenn man jetzt seinen Aussagen Taten folgen lässt, wird Fonzie Davies nächste Saison nicht mehr bei uns sein. Ob Real Madrid ihn noch möchte, das sieht ja aktuell nicht danach aus. Warum auch? Aufgrund dieser Leistung, warum sollte man diesen Spieler auch noch annähernd 20 Millionen Gehalt zahlen? Selbst 10 Millionen wären aktuell viel zu viel aufgrund dieser Leistungen. Wird sehr interessant zu sehen sein, wie es da weitergeht. Teil des Umbruchs 100%. Ja, also diese Saison war eine Katastrophe. Wir können das natürlich jetzt auf den Tuchel schieben. Wir können sagen, jo, wenn Fonzie für das Gehalt, was sie ihm jetzt bieten, weitermachen will, also dass er Potenzial hat, das steht ja außer Frage, Leute. Ja? Aber neuer Trainer muss ihn dann auch wieder hinbiegen. So, und wenn ich höre, wie abgedreht er schon im Kopf ist jetzt, wenn da einmal Real Madrid kurz anfragt, dass er direkt dahin will, dann bitte verkauf ihn einfach. Egal welches Potenzial man hat. Wir brauchen Spieler, die für den FC Bayern spielen wollen, weil es der FC Bayern ist. Und nicht, weil wir 1 Million mehr zahlen, als wie irgendein anderer Verein. Also von daher, für mich Teil des Umbruchs 100%. Fonzie, danke für deine Jahre hier. Dieses Jahr war leider nix. Davor war es echt schön, erfrischend, guter Transfer von Brazzo. Und jetzt ist es halt einfach Zeit für den Fonzie weiterzuziehen. No? Gut, Bunazar. Ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, den aufzurufen, aber wir gucken mal rein, Leute. So. Diese Saison hat er 5 Einsätze gehabt. Eine Vorlage, 3 Einwechslungen, eine Auswechslung, 204 Minuten gespielt, Vertrag ausgelaufen. Zum Glück Teil des Umbruchs 100%, wird nicht verlängert, ist weg. Note. Was sollen wir da bewerten? Leute, können wir nicht bewerten. Wir können gerne mal alle Saisons gucken. Dann werden wir schon sehen, was das... Ja. 1294 Minuten gespielt in 4 Jahren. In 4 Jahren. Auf alles andere brauche ich nicht weiter eingehen, oder? Ohne Benotung. Ich persönlich bin froh, dass er weg ist. 4 Millionen Jahresgehalt gespart. Rafael Guerrero. Ja, geholt als linker Verteidiger. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hat er als linker Verteidiger gemacht? 2, 3. Note kann ich schon mal vorwegnehmen. Note 3. Ja, ich fand's okay. Hat ein paar Startschwierigkeiten gehabt, war dann auch oft verletzt. Das war nicht gut. Hat sich dann aber irgendwann stabilisiert, hat sich gefangen, war robust. Hab 2, 3 sehr, sehr gute Spiele auf der 6 auch gemacht. Gerade gegen Stuttgart erinnere ich mich. Ansonsten sehr, sehr gute Spiele weiter vorne auf der Halbposition. Ja, nicht als Linksaußen, aber Linksaußen auch mal, aber mehr so auf der Halbposition oder auch mal auf der Achterposition. Was uns sehr gut getan hat, war einfach seine Technik. Weil sonst hast du da einen Kimmich und einen Goretzka, die da rumrumpeln. Oder auch auf Außen hast du einen Fonzie, der jetzt auch nicht der begnadete Techniker ist. Und da war so ein Guerrero schon eine Augenweide. Ja, hat man gesehen, dann auch, hat man gleich gemerkt, so, jo, wir können auch mal Pässe spielen, wir können auch mal einen Doppelpass spielen. Haben wir natürlich trotzdem sehr selten gesehen, weil das nicht unsere Spielweise war unter Tuchel. Aber man hat gesehen, dass er einfach ein spielerisches, seine spielerische Fähigkeit mit eingebracht hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sehen es, 28 Einsätze, 3 Tore, 2 Vorlagen, 1610 Minuten gespielt, 11 Einwechslungen, 10 Auswechslungen, 2 gelbe Karten. Können wir natürlich jetzt, wenn wir die Daten sehen, nicht als Stammspieler zählen. Nichtsdestotrotz können wir das bewerten. Für mich war es eine 3. Er müsste weniger Verletzungen haben. Ja. Ich glaube, dann würde er auch noch einen Tacken besser werden. Ja, wenn er einfach wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis auch hat und so weiter. Aber war auch ein guter No-Brainer-Transfer, ablösefrei.
ja, war einer der wenigen Spieler, die auf einem guten Level gespielt haben, würde ich sagen. Deswegen hat auch Note 3. Nicht auf einem richtig guten, dann wäre es eine Note 2, aber auf einem Level, was okay war. Gut. Weiter geht die wilde Fahrt. Sascha Boe können wir natürlich 0 bewerten. Ja, ich weiß auch nicht, ob es ein Nottransfer war oder ob es wirklich ein Transfer aus Überzeugung war, so wie es hingestellt wurde vom Freund. Ich habe mich sehr auf den Spieler gefreut. Ich freue mich sehr auf den Spieler. Ich bin gespannt, wenn die neue Saison kommt. Ich denke, er kann uns richtig was geben. Ich habe ihn ja auch nur gesehen in den Spielen gegen Galatasaray und da war er richtig, richtig gut. War natürlich jetzt auch nicht ganz billig mit um die 30 Millionen, glaube ich, ne? Hat auf jeden Fall das Potenzial, wenn er bei uns den nächsten Schritt macht, haben wir einen rechten Verteidiger auf lange Sicht, ja, der richtig, richtig stark ist. Von daher bin ich sehr gespannt. Bewerten können wir leider nichts. Jo. Weiter geht's. Gut. Tarek Buchmann können wir kurz machen, brauche ich gar nicht reingehen, hat nicht einen Einsatz gehabt, war dauerverletzt, keinerlei Chancen gehabt. Ja. Mazraoui. Ja, gucken wir uns die Daten mal eben an. 29 Einsätze, Vorlagen 4.981 Minuten, 5 Einwechslungen, 10 Auswechslungen, 4 gelbe Karten. Da sieht man auch schon, dass ein Tuchel auch nicht wirklich auf ihn gesetzt hat, lange Zeit. Leider dann auch verletzt gewesen, dann diese komischen Aussagen von wegen in Richtung Daniel Peretz und sowas. Kann man drüber streiten, definitiv. Zum Ende der Saison sehr, sehr starken linken Verteidiger gespielt, gerade dann auch mit Guerrero zusammen, im Zusammenspiel auf der linken Seite eine sehr, sehr starke defensive, aber auch offensive linke Seite dargeboten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vorher aber natürlich, wenn wir ehrlich sind, auch sehr viel Leerlauf kam, auch gar nicht gefühlt mit dem Tuchel-Fußball zurecht. Ja, dann war er mehr auch mal halber Spieler im Mittelfeld und hat sich auch sehr schwer getan. Wir sehen es ja auch gerade mal 4 Vorlagen, wenn wir jetzt auch mal das noch mit einbeziehen sollten. Teil des Umbruchs würde ich auch auf Jein gehen. Ich denke, wenn man ein gutes Angebot bekommen sollte, kann man drüber nachdenken. Ja, wenn du natürlich kein gutes Angebot bekommen solltest, ich meine, er hat gezeigt, er kann auch linker Verteidiger spielen. Hast du einen Verteidiger, einen Außenverteidiger, der beide Positionen spielen kann. Ich persönlich sehe Boye vor ihm auf der rechten Bahn. Ja, muss ich ganz klar sagen. Aber sollte man Fonzie Davies abgeben, hätte man natürlich eine Option auf der linken Seite. So, die Frage ist, wie da geplant wird. Von daher, jein, es gibt Argumente dafür, ihn abzugeben und es gibt Argumente dagegen, ihn abzugeben. Note sehe ich zwischen 3 und 4. Ja, klar, zum Ende hin war es sehr gut, gar keine Frage. Davor in der Saison war es aber auch sehr, sehr durchwachsen, meiner Meinung nach. Gut, damit haben wir Torwart und Abwehr erledigt, Leute. Im nächsten Teil kümmern wir uns ums Mittelfeld und den Angriff. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Haut rein, bis dann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.